Haut zweiten fachte Sonntag begrüßen Sie euch aus der Kirche von Tünten, mir drauf Vonheitssondes Mass. Es singt die christliche Gemeinschaft von Tünten, Kantor aus den John Weber, Organist a Viersänger den Abbé Joel Santer. No senger Improvisation iwwer d'Ufangslied sangen wir jeweils aus dem Laudate Dominum, bekehre uns, je te demande pardon, changez vos cœurs, Saint le Très-Haut, Unfriede herrscht auf der Erde, an als Schlusslied Pitié pour nos misères. Durchel spielt bei der Kommunion Heure Mystique Elevation vom Bohellmann, an zum Schluss Toccata vom Gaston Bellier.
Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Des Vaters. Bekehrt euch alle, denn das Reich ist nahe, in rechter Buße wandelt eure Herzen. Seid neue Menschen, die dem Herrn gefallen. Seinen Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Leef Leitheit zu Tenten an der Kirche, alle alle Gul, die da iwwer Medien mat deis verbonnen sieht. Eier mat dem Herrgott lo begegnen, as engem Wut, wat neis schenkt, an as engem Brot, wat neis bricht, will ma eis kurz besinnen, an dem Verzeihung frohen, wir sind erschuld. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Je te demande
Lasset uns beten. Gott, du hast uns geboten, auf deinen geliebten Sohn zu hören. Nähre uns mit deinem Wort und reinige die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, deine Herrlichkeit zu erkennen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist. Er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Wort des lebendigen Gottes. Aus der leuchtenden Wolke rief die Stimme des Vaters: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien ihnen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu ihnen: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie, und es erscholl eine Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, der Berg ruft. So heißt den alle Film vom Louis Trenker, die meine Generation nach kannt hat. Wie ich das Evangelium von Haut gelesen habe, als sie mir an Erinnerung kommen.
Mir hun als Demos von diesem Film wird Bierger fasziniere geloss. An so manche Renas durch den Film zu einem begeisterten Bierschwanderer gehen. Ob mir all, ob Eler oder Jenger, eis auch aussprechen lassen von dem andere Birch, von dem Haut am Evangelium riets geht. Der Berg ruft. Und so geht doch der Jesus mit 3 von seinen Aposteln ob den Birch, den auch nicht so leicht zu erklammen war. Ein ganz mysteriös Birchgeschichte. Und du geht den verklärt. Geht weiß wie Schnee und schenkt an unbeschreiblicher Schönheit, a göttlichem Glanz. Das, wie wenn wir bis ob Ostern 4 Spule gäfen, aber gimmert den 3 Jünger Petrus, Jakobus und Johannes Zeichen von dem Besonderschen, was sich da Birch Tabor aufwickelt. Aus seiner eigener 40-tägiger Wüstenwanderung, die es jo 4 feiert, wie weit wir durch uns sind, wo Gott weg sind, gimmer rausgerappt, a ganz no rund bei den Obersternenen gefordert. Das wie wann all Social Distancing, all Sicherheitsaufstand zwischen Timmerneisgif abgehoben gin. Wie von nicht schon einmal um ein Birch geklotter das weiß, wird das für ein erhebend Gefühl aus, wenn enorm Abstieg oben ukönnt. Herz geht weit und et Atem den Dave durch. Von der Spitze aus seid noch manches, wer da sos beschäftigt und intrigiert, ob einmal ganz ernst aus. Und das nicht mehr so gewaltig, aber bedrückend. Distanz zu etwas kriegen, iwwer etwas stehen, am meisten Sinn vom Wort, das bringen wir erst fertig, wenn wir uns vom Jesus auf sei Birch, als seng verklärten Position an die göttliche Realität mattuellen lassen. Heicht gewonnen, iwwer de Sache stehen, eis durch ob Distanz goen davon aufschirmen. Da geht Platz frei für Gott, dann as hier neis no. Wenn neich mir eiser Beschlag hält, da kann den Obersternenen Eis begegnen. Hier geht also 4 ihren Ahnen verwandelt. Die kennt die Redewendung, die seht, etwas an einem anderen Licht gesinn, wann in Obemol eine spezielle Eingebung oder Erleuchtung kriegt. Genau das geschieht Birch Tabor. Alles geschehen an erhebend. Die Jünger dürfen Jesus an einem anderen Licht gesinn. Also sie erkennen, dass hier nicht so was wie bis dahin ugeholt. Obwohl sie ja schon ein Weilchen mit Team gegangen sind, gemengt hatten, ihn zu kennen und zu durchgucken. Lo weist sich, das total ernst, ihn als schon den Obersternenen, de Licht erfüllten. A Gott selber lässt die Zeige gehen von seiner Pracht an Herrlichkeit. Ein grandiosen Tabor-Moment. Ein Moment, an dem ihn etwas unerhört, Neues gucken darf, etwas Großartiges entdecken und erleben darf. Eine ganze Szenerie könnte lo ergang. De Moses an den Elia treten op, d'Volk, an eng Stimme vom Himmel erklingt. Und die 3 ergeht den Appell, sie sollen ophieren, ob de Jesus lauschteen. Mir méi lang wie eng momentan Blitzlicht an Tonopnahme wird die ganze Episode nicht gedauert tun. Plötzlich, weil sie die Situation will stabilisieren und festhalten, gesehen sie nimmer mit Jesus hier ne Läng ohne Glanz und Gloria. Aufbruch, wie wann der Film gerass wird. Die ganz Birchgeschichte lief mat Christen, wo wir ihn opflackeren, kurz oplichten, bleibt ein Mystär, dat Erwädungen schafft. Eng intensiv Enthüllung, die es wollt kurz ureißen, undeiten, skizzieren. Faire entrevoir, sieht der Franzos. Me dat abrupt en, so ein en als immer eng hart Realität. An diesem Fall verwiese sind ob de Jesus Läng. De Message ist eindeutig für all, die sich bis hierhin als Jünger verstanden hun, an Zukunft verstehen. Gott bleibt eiser Welt verborgen.
Als Leben verlief nicht op de göttlichen Hechten oder an heere Sphären, mehr am Dall innen, am harten, brutalen oder flemsigen alltäglichen Geschäft. Dass aber Gott verborgen ist, sich ziemlich bedeckt hält, heisst nicht, dass hier nicht do wir. Auf und allem, wir sind, Gott sei Dank, ob de Jesus de Menschenjung verwiesen. Und hier sollen wir es halen, und ihm können wir es festhalen. Weil schenkte Gott, von dem die Bibel schwätzt, ob als ein große Wirk der Schöpfung, dann ganz besonders aber als enger Menschwerdung an Jesus Christus. Am Dach assen erbleibt für eis dat groß Geheimnis. Mysterium tremendum et fascinans, so den Religionswissenschaftler Rudolf Otto. Gott zieht fasziniert eis, an zugleich lässt eis am Ungewissen an der Nebulös. Se gehen so ruf. Für einer Black war die neue Welt schon für sie ugebracht, für ihr Blitz, den einmal kurz zuckt, vergeht. An lo können sie nicht einfach zurückspulen, an so machen, wie wann dat nicht gewirrscht wird. Wie wann wir an die 4 eischerliche Zeit zurückkommen könnten, an nichts passiert wird. Begegnung Birch Tabor hat hier Reperkussionen. Nicht nur hier gouf verwandelt, sie waren doch. Und sie hat eis all mat verwandelt. Wir sind ernst gin, aber gesinn hier ernst. Tabor as ein Point of Non-Return. Ich habe mich gefragt, ob in dem Evangelium von der Verklärung die Überschrift könnt gehen, was muss ich machen, für das in Pfrünn nicht verleiert. Die Gefahr bestung ja effektiv für die Jünger, weil der Jesus bei Martinen auf einem Weg, den dramatisch sollte gehen, auf von dem sie am liebsten nicht hören wollten. Diese Weg auf Jerusalem war für die Jünger kein Honig schlecken, weil hinne gouf prophezeit, do Gefieren ausgeliefert, verroden, verurteilt, an Tod gemacht gehen. Was kann ein Ereignis wie die Verklärung von Jesus an so enger Krisensituation bedeuten? Der Jesus will veranschaulichen, dass der Weg bis auf Kreuz bei aller Tragik nicht an der Katastrophe, nicht am Tod endigt, mehr an der Herrlichkeit von der Auferstehung. Das soll sich Frieden motivieren, mit ihm auf dem unerfreulichen Pfad durchzuhalten, soll sie bei der Stange halten. Zum Teil ist das ja auch reüssiert späterhin, auch wenn die Verklärung sie letztlich nicht davon aufgehalten hat, fortzulaufen, wie sei leidensfähige Passion angefangen hat. Wobei sie lo appliziert. Wie Dank hat Gott eise Welt a quokliche Situationen so Encouragementer geschickt, durch ein gut Wort, ein guter Rot, ein guter Mensch, ein Lichtblick, ein Trostmoment, ein frohen Tag oder eine neue Chance. Und das ist doch schön. Für all das Sourire de Dieu. Merci, Herrgott. Das lässt mich auch an den Isenheimer Altor denken, den ihr kennt. Ganz ergreifend tut der Matthias Grünewald Leiden, Stirven an, Doberstohn an die Herrlichkeit vom Jesus auf Fäven an Zehen gesagt. Sein Wirk war für Leid gedurcht, die von Krankheit und Leid betroffen waren. Zu ihrer Therapie hat geheiert, den leidenden Christus Bild zu betrachten, an sich mit ihm spirituell zu vereinigen. Und aber auch dabei nicht stehen zu bleiben, mit da durchzugucken, durch Leiden durch, an die Herrlichkeit von seiner Auferstehung. Auch die wollten, konnten sie schon wie ertasten, uppacken, matt füllen, an der glänzender Gloriol vom Auferstehungsbild. Weil die Herrlichkeit als Zukunft, die über es durchkommt, war noch nicht lernst leiden oder ohne Leiden. Liebe Brüder und Schwestern, der Berg ruft. Los noch mir eis interpellieren durch die Verklärung vom Jesus Birch. Also mal eis, egal wie schwer manche Strecke weh sind, wo wir außer Atem geraten, erschwesen, wenn wir eis ob den Obersternenen Herr erlossen,
Hier hält eis mat op de Birch vom Licht a vom Glück. Lo vielleicht sporadisch, an ein Keier fir zergutzt. Do bei him a mat him as et schein. An do relativiert sich vieles von dem, wer eis Hai dreift. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist. Gott as a Jesus Christus Mensch gin. Hier kennt eis Hoffnungen a Wünsch, gerade so eis Sorgen annäht. Dafür können wir eis an de Fürbieten vertrauensvoll und hier wenden. Mir biete für all Mammen a Pappen, die op hart Probe mat ihre Kanner Gestalt gin. Herr Gott, heia eis. Mir biete für all Kanner, die ohne Eltern oder nimme mat Mam oder Pap opwussen, an dodurch großt Unrecht erlieft tun, an lo auch nach Ungerechtigkeit erlieven. Herr Gott, heia eis. Mir biete für Lichtblicker für all, die Verantwortung drohen, an Entscheidungen für das Wohl von allen Menschen treffen. Herr Gott, heia eis. Mir biete für eis krank, an die Stirbeskrank, die ob ihn agreife vom Herrgott fordern. Herrgott, heia eis. Herr Jesus Christus, du lauschest all eis Gebärder. Mir soen dir merci dafür, lo an all Ewigkeit. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Herr, das Opfer, das wir feiern, nehme alle Schuld von uns. Es heilige uns an Leib und Seele, damit wir uns in rechter Weise auf das Osterfest vorbereiten. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat den Jüngern seinen Tod vorausgesagt und ihnen auf dem heiligen Berg seine Herrlichkeit kundgetan. In seiner Verklärung erkennen wir, was Gesetz und Propheten bezeugen, dass wir durch das Leiden mit Christus zur Auferstehung gelangen. Durch ihn rühmen wir deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Unterdrückung und Fesseln
versuchen, Friede für alle zu schaffen. Friede soll mit euch sein, Friede für alle Zeit, nicht so wie ihr euch gibt, Gott selber wird es sein. Friede soll mit euch sein, Friede für alle Zeit, nicht so wie ihr euch gibt, Gott selber wird es sein. Lass uns in deiner Hand finden, was du für alle verheißen. Erfülle unser Verlangen, gib du uns selber den Frieden. Friede soll mit euch sein, Friede für alle Zeit, nicht so wie ihr euch gibt, Gott selber wird es sein. Friede soll mit euch sein, Friede für alle Zeit, nicht so wie ihr euch gibt, Gott selber wird es Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Der Leib Christi.
Lasset uns beten. Herr, du hast uns im Sakrament an der Herrlichkeit deines Sohnes Anteil gegeben. Wir danken dir, dass du uns schon auf Erden teilnehmen lässt an dem, was droben ist. Durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Tünten. Den nächsten Sonntag, 3. Feste Sonntag, über Rom Mass von Bießen. An los schalten wir zurück an den Studio.